Ja, grüß euch benannt und einen Sackeschgurden. It's Kasperl! Kasperl ist auch schon das richtige Stichwort, Leute. Kasperl ist das richtige Stichwort. Leute, wir schauen uns heute nichts vom Reini an, ne? sondern vom Imp. Vorher, kurzer Disclaimer, ich habe mal wieder, ich sag das oft, es passiert oft, leider Gottes zu oft, ich habe mal wieder meine Kanalhygiene vernachlässigt. Leute, ihr dürft weiter kommentieren, ich werde das beantworten. Ja. Je länger ich dafür brauche, desto mehr Zeit habt ihr auch in Kommentaren zu schreiben, dann beantworte ich vielleicht auch die mal, die eine Woche oder zwei her sind. Ich komme momentan nicht dazu. Ich komme gerade so dazu, ihr habt es gemerkt, der Upload-Schedule ist ein bisschen auch runtergegangen. Ich komme gerade so dazu, ein paar Videos hochzuladen, wenn es gerade passt. Ja? Wenn es gerade passt. Ich hätte Bock mehr zu machen, aber ich bin oft auch wirklich, ich sag's euch, bei mir ist momentan viel, ne, Malorene, Arbeitspulli sitzt extrem eng und so ein bisschen so mein alljährlichen Frühjahrsblues, ne, trifft mich dann auch und verzeiht es mir. Ich werde die Kommentare der Videos, wo ich es noch nicht beantwortet habe, am Wochenende durchgehen. Ich verspreche es euch, dieses Wochenende. Richtig. Ja, richtig, Leute, wir haben uns jetzt wieder ein paar Sachen von Reini und sowas gegeben. Was wir uns heute geben, ist ein Video von Imp. Ein Video von Imp über diese ganze Wahlthematik. Ihr werdet es mitgekriegt haben. Ich werde jetzt meinen Sermon erst einmal nicht dazugeben. Ich vertraue da einem Imp, dass der hier die Sachen, die wichtig sind, über die ich auch schwallen will, dann auch anspricht. Es ist eine massive Shitshow, wenn wir wieder, wie immer in Deutschland, aber wenn ich das schon wieder sehe, sind diese cringen Facebook-Boomer, die, die dann meinen, oh ja krass, na, jetzt sind meine 15 Minutes of Fame. Aber ja, die ist sogar auf TikTok. Oh, jetzt die jungen Leute müssen sich bald wieder einen neuen Schwachsinn überlegen. Vielleicht ist das nächste Mal muss das Handy schräg halten. So schräg. Muss dann, ne, dass das Format sich automatisch ändert. Wenn du das Handy drehst, musst du ausschalten, dann musst du schräg halten. Oder was weiß ich. Irgendeine Scheiße werden sie sich einfallen lassen, was ein Next Big Thing ist, was im Endeffekt dasselbe ist wie vorher. Aber Hauptsache, man flüchtet vor die alten Leute, die Kringe sind, so wie diesen hier. Aber wo waren wir? Ah ja, ich wollte euch ein Video zwischendurch mal aufnehmen. Da war ich leicht angesäuert und bin massiv ausgerastet und habe mich dann entschlossen, das nicht hochzuladen, weil das weil es nicht ganz unwahrscheinlich gewesen wäre, dass das mir meinen Kanal juckt. Dementsprechend, sorry Leute, diese seltenen Momente der kompletten Eskalation kann ich euch leider Gottes hier nicht geben. Die Leute, die Ähnliches gemacht haben, sind da schon egal. Leute, wo sind wir? Imp. Das Video heißt Shredder die Wale. Titel ist schon mal genial. Wie gesagt, ich kann auf Imp blind reacten. Der Mann hat noch nie ein schlechtes Video gemacht, seitdem ich seinen Kanal verfolge. Ich habe nicht alle auf seinem Kanal gesehen, seitdem ich den abonniert habe, jetzt schon seit ein paar Jahren, seitdem ich im Game bin. Ich habe noch nie ein schlechtes Video von Imp gesehen. Natürlich, ich bin auch nicht hundertprozentig auf Linie bei Imp. Jeder Mensch hat ein paar Meinungsverschiedenheiten hier und dort, aber im Großen und Ganzen finde ich, macht der Mann gute Arbeit. Und dementsprechend verlasse ich mich da auf Imp, dass da die wichtigen Sachen drin sind, dass das alles läuft. Und jetzt ist mein Geschwalle auch schon wieder fast 5 Minuten. Leute, hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging einer in die Ostsee offensichtlich. Wal, Timmy oder Hope, wie er auch immer gerade genannt wird. Alter, Hope. Wie es anfängt schon, gell? Wie es schon anfängt. Wenn ihr darauf besteht, das Vieh Hope zu nennen, dann
keine Ahnung, dieselbe Kritik wie bei Reini mit seinen Metal-CDs. Googelt halt einmal, wie man das Scheißwort ausspricht. Ja, da müssen wir schauen, The Hoop. Halt doch die Fresse, ganz ehrlich. Einmal, wie man es richtig ausspricht. Und das hier auch, der Typ, keine Ahnung, Thors Hammer, jeden TikTok-Filter auf diesem Planeten. Ja, das kann halt auch maximal cringe werden. Ich habe auch hier Leute mitbekommen, die hier dann so wilde Songs auf TikTok raus blubbern. Auch ganz unangenehm. Also ganz, ganz unangenehm. Ich weiß nicht, ob die Leute das nicht checken, dass die sich krass zum Obst machen mit der Nummer. Aber, na. In deinen Augen sehen wir die Angst. Doch glaub uns, dass du es schaffen kannst. Hope, halt durch. Der hat wenigstens Hope richtig ausgesprochen. Wenigstens das. Ne? Bereite nämlich auch eine Strafanzeige vor. Ja, wunderbar. Wen die jetzt auch immer wieder Strafanzeigen wollen. Das da habe ich im Übrigen von der alten habe ich gehört und das ist fürchterlich, weil das ist Sodom. Es ist so dumm. Aber es ist leider auch sehr dummer Ohrwurm. Das, keine Ahnung, das ist halt Helene Fischer Ohrwurm-Niveau. Was meine inneren, also ich hasse es, aber es geht mir nicht aus dem Kopf, als hätte es mir jemand mit einem fetten Dübel erstmal ins Ohr und dann so eine Zimmermannsschraube reingesenzt. Fürchterlich, ich krieg die Scheiße aus dem Kopf nicht mehr raus. Das nicht ausgesucht, nicht das Leid, nicht diesen Ort. Naja, das Leid hat er sich vielleicht nicht ausgesucht, aber den Ort schon. Na, den hat ja auch niemand mit der Waffe gezwungen, dass er dahin. Und im Übrigen, weil, keine Ahnung, die Leute wollen es, die Leute verlangen es, die Leute sind nicht glücklich, bevor sie es nicht gehört haben. Das Offensichtliche, ne? Wenn irgendjemand Drohungen im Internet erhält bezüglich seiner, der Terminierung seiner Existenz, muss jeder, der über das Thema spricht, sagen, das fand ich in Ordnung. No-brainer, Digga, natürlich ist das nicht in Ordnung. Und hier ist natürlich auch zu erwähnen, klar, wäre das maximal geil, wenn das Vieh nicht verreckt. Natürlich tut's mir um das Vieh leid, natürlich finde ich scheiße, dass der da liegt und dass der höchstwahrscheinlich Metal-Off sagt. So. Stating the obvious, damit alle auch wieder glücklich sind. Nicht, dass wieder irgendeiner drunter aber das Schnauze halten. Es muss etwas geschehen, wo man den Hob abtransportieren kann. Ja. Freilich. Das Vieh wiegt 15 Tonnen, Digga. Dann fahr doch hin. Schmeißen dir über die Schulter oder pack ihn an der Flosse und zieh ihn wieder zurück ins Meer, Digga. Es muss doch was passieren, dass man den Hob da wieder rauskriegt. Ja, weil die Leute, die da oben sind, die popeln sich den ganzen Tag gegenseitig im Hintern rum und denken sich, oh, lass mal auf TikTok schauen, vielleicht ist da irgendeine Trümmer-Olle mit einem Leoparden BH, der hier unter ihrem Top rausblitzt, die uns erzählen kann in astreinem Englisch, ja, wie der Hut niemand den wieder da rauskriegt. Halt doch die Fresse, ganz ehrlich. Da ist wieder, diese ganze Bubble ist der wandelnde fucking Dunning-Krüger-Effekt. So einer dümmer wie der andere, aber jeder ist ein fucking Experte. Und ihn dahin bringt, wo er auch hingehört. Und ihr steht da und redet. Ja, natürlich stehen die da und reden, du blöde Nuss. Weißt du warum? Weil einfach nur aus Panik das Erstbeste zu tun, was einem durch den Schädel schießt, meistens eine sauschlechte Idee ist. Weil schlaue Leute machen das. Die reden erstmal miteinander, wie man das am klügsten anstellt, wie man das am besten umsetzen kann. Das ist eine Floskel von Rainer, aber das ist das, was Menschen tatsächlich tun, die nicht für 5,50 Mark extreme Discount-Dummheit im Aldi gekauft haben. Halt doch die Natürlich stehen die da erstmal und reden. Wenn man erstmal macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht und das absoluter Bullshit ist, was man da fabriziert hat, relativ hoch. Wenn man sich vorher überlegt, hey Moment, wenn wir das und das machen, was passiert dann? Und dann diese Kausalkette lang genug weiterspinnt und irgendwann hinkommt und sagt, okay, also
so wie wir das gedacht haben, das, dann das, dann das, dann das, ist der wahrscheinlichste Weg, dieses Vieh wieder ins offene Wasser zu kriegen, dann legt man los. Was hätten die jetzt machen sollen? Sich alle die Flossen anziehen und reinspringen und dann einfach und dann miteinander schieben oder was? Gibt der Hirst mit dem Bulldog vorbei? Der zückt ihn schon raus wieder. Halt die Fresse. Während er leise stirbt. Es kann so Ja, ihr merkt, ich bin momentan ein bisschen aggro, aber das hier ist ungefähr 10% von dem Video, das ich nicht hochgeladen habe. Wie gesagt, ich habe das hochgeladen. YouTube hat auch gesagt, easy, gar kein Problem, grün. Also wirklich, das hat mich sehr gewundert. Ich habe Videos hochgeladen, die vollkommen harmlos waren, die gelb geworden sind und gelb geblieben sind, weil ich irgendwann einmal irgendein Wort gesagt habe, was die nicht verstanden haben. Das Ding 10 Minuten komplett derailed, kein Problem. Ja, aber wie gesagt, das ist mir momentan in der aktuellen Lage ein wenig zu heiß. ganz einfach nicht sein, Herr Backhaus. Und du bewegst dich noch. Schaut dir die Leute an. Schaut dir die Leute an. Digga, das. Ich habe auch die eine gesehen, die gemeint, der gibt den Wal frei. Also, ich muss ja, gibt den Hand frei denken. Den Wal. Ach so. Den muss man nur freigeben, dann schwimmt er davon. Ja, dann, das hätte aber vorher einer sagen können. Die Boomer auf TikTok und Facebook dafür wieder gebraucht. Aber das sind halt wieder auch diese. Das ist halt alles dasselbe Ding an Tussi. Ja? Keine Ahnung von nichts. Vielleicht auch, ne, sich gedacht, ne, in der Jugend gedacht, mei, ich bin hübsch. Ich muss ja nichts lernen oder können, weil es tut ja jeder alles für mich. Und jetzt sind sie irgendwo um die Mitte 40 bis Mitte 50 und denken sich, oh fuck, weil ich kann ja nichts und weiß ja nichts. Ah, egal, im Internet kann ich mich immer noch wichtig machen. So, da hören mir die Leute zu. Aber da hören auch nur die Bubble zu. Das ist ja auch wieder so eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Du denkst dir, die Leute liken und teilen das ja nur noch untereinander. Ich glaube, dass geistig gesunde Menschen so eine Scheiße nicht teilen und sagen, ja komm, hey, schau an. So hört endlich hin, wer jetzt noch schweigt, trägt mit Schuld tief in sich drin. Er bewegt sich noch, also helft ihm endlich jetzt. Alter, das auch wieder die schauspielerische Leistung. Und währenddessen immer auch unten irgendwie auf den Bildschirm schielen, damit man auch checkt, wie episch man gerade rüberkommt. Ne? Es ist halt nicht episch, sondern cringe. Theatralisch cringe. Du kommst nach Hause, endlich sind die richtigen Retter da. Hat die das hochgeladen, als der Robert Mark Lehmann da oben gespawnt ist und sich aufgeführt hat wie ein Stall voll Affen? Da auch gut. Ganz ehrlich, Ich hoffe, der wird noch thematisiert. Also das habe ich richtig gefeiert. Herr Backhaus. Wie blöd halten Sie uns eigentlich? Ja, ich weiß nicht, von dem. Ja, Er wollte nur leben, zurück in die See, doch wir gehen einfach weiter, tun, als täte es nicht weh. Das ist die dämlichste Aussage, die ich jemals gehört habe, Herr Back. da sitzen die. Da sitzen die. Weil wenn die bis 11 zählen wollen, müssen sie die Socken ausziehen und sagen die dämlichsten Aussagen von irgendwelchen anderen Leuten. Wie gesagt, ich bin auch kein Wahlexperte, aber ich halte halt dann. Ja, dann mein Wahleis. Backhaus. Wir sind hoch, schrei es hinaus. Wollte mich eigentlich komplett verkackeiern. Ja, das müssen wir gar nicht. Das machst du selber sehr, sehr gut. Alter, was ist das denn? Boah. Gute Frau. Kleiner Tipp. Erstmal ausprobieren, ohne Stream, ne, oder ne, ohne das hochzuladen, wie das aussieht mit diesen ganzen Filtern. Und wenn du dir das anguckst und den Unterschied zwischen deinem Video und dem Film Chucky die fucking Mörderpuppe nicht mehr erkennst, dann vielleicht nicht hochladen, vielleicht andere Filter benutzen oder hey, keine. Ist vollkommen okay, wenn du Mitte, Ende 50 bist. Das ist vollkommen in Ordnung. Leute werden älter. Wir waren vor 3 Tagen bei ihr gewesen, haben uns grob angeschaut und ich habe wirklich alle Ersparnisse zusammengekratzt
und habe ihr geholfen. Also geholfen. Applaus. Aber weil wenn die wirklich alle Ersparnisse da jetzt reingesteckt hat, dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Das hättest halt auch in Reini spenden können. Das wäre wahrscheinlich auch selber rausgekommen. Nicht, aber sie unterstützt seelisch von beiden und mir immer nur so gedacht, du musst gerettet werden, dir muss geholfen werden. Herr Backhaus, glauben Sie mal ja nicht. Also die hat jetzt gemeint, das wäre eine sie. Die meisten Leute meinen aber, es ist ein er. Das Vieh hat auch mehrere Namen. Die einen sagen Hope, die anderen sagen Timmy. Ich bin der Meinung, hier die Leute, die Hauptschule 5 in Englisch abgeschlossen haben, sollten vielleicht Timmy sagen. Ne? Da kommen sie. Aber Hope klingt natürlich, Hope ist natürlich, das geht schon richtig ans Herz. Weil der Hope, der ist wichtig. Ne? Das ist wichtig. Dass wir so dämlich sind und Ihnen alle Geschichten abnehmen. Ja, keine Ahnung, deinen komischen, werden das Leopardenmuster in deinen BH reingefärbt? Waren das vielleicht irgendwelche Kinder in Bangladesch oder in China, wo dann die Farbe vom Reinfärben direkt in den Fluss und damit ins Meer geht, was dazu führt, dass die Viecher zu Tausenden verrecken? Ist das vielleicht möglich? Dass das Aveng doppelmoralisch ist, sich dann dahin zu setzen und einen vorzuheulen, Digga, Hüb? Einfach mal das arme Tier helfen und fertig. Einfach das arme Tier helfen? Ja, wirklich, also, wenn die Grammatik schon, also... Aber nein. Herr Backhaus. Es hat bestimmt ausnahmslos jeder von euch Danke ihm. Es war jetzt lange, wir waren 2 Minuten lang von diesen Dullis. mitbekommen, dass seit dem 3. März ein Buckelwal in der Ostsee liegt, beziehungsweise dem Golf von Deutschland, as I like to call it. What a beautiful name. Der Bro hat inzwischen auch schon einen Lass doch den Golf von Imp nennen gleich. Ne? Wikipedia-Artikel und demzufolge schon mindestens 3 Namen. Ach, 3 Namen hat er jetzt schon. Was ist Das es? war Timmy, Hope und Fridolin. Ich habe aber auch schon solche Warum denn Fridolin, Digga? Dinge wie Bucky gelesen, weil der ist ja ein Buckelwal. Bucky der Buckelwal, versteht ihr? Boah, ja, auf die Idee können echt nur Boomer kommen. Bucky, der Buckelwal, Alter. Das ist so ein 2,50 Mark Kinderbilderbuch vom Grabbeltisch von 1985. Wenn jeder einfach Namen geben kann, dann vielleicht sowas noch wie Walter. Versteht ihr? Weil Walter ist ein deutscher Name und ist ein Wal. Walter oder Waltier oder so. Boah, schreibt eure Namensvorschläge in die Kommentare. Wir können dem bestimmt noch mindestens 100 weitere Namen geben. Aber vorher erstmal ein Wort vom Sponsor des Ja, der CyberGhost VPN. Schaut euch, ich verlinke euch das Video, könnt ihr es euch unten anschauen, Diggi. Und wir sind, alter, da sind wir. Link in der Beschreibung, holt euch CyberGhost. Zurück zum Video. Ist auch irgendwie so eine komische menschliche Tendenz, dass man Tieren Namen geben muss, bevor man die lieb haben kann, damit man die dann nicht mehr essen möchte. Das hier ist Timmy, den haben wir lieb, Ei, nicht essen. Die hier, ja, die heißen ja nicht. Stellt euch vor, ihr geht einfach an so einen Stand Thüringer Rostbratwurst essen und bestellt einen Frederik und Piggeldi oder so. Das macht man ja nicht. Also auf Schlachtereien oder auf deren Fahrzeugen ist natürlich immer so ein freundliches Schwein mit einem Hackebeil, was einem das eigene Kind verkauft. Aber wenn man denen dann Namen gibt, dann Ich glaube, da ist ihm ein bisschen Drawn Together durch die Rübe geschossen, als er das Skript geschrieben hat. irgendwie geht das dann nicht mehr. Irgendwie schmeckt das nicht mehr. Jedenfalls liegt der Wal Timmy jetzt seit gut 5 Wochen in den Küstenregionen 5 Wochen sind es schon. Habe ich aber die ersten Wochen nicht mitgekriegt, Digga. 5 Wochen? der Ostsee auf der faulen Haut und es gibt schon mehrere Rettungsversuche. Viele Experten haben sich geäußert, Deutschland ist in Aufruhr. Ja, alle sind so Experten. Wir haben es ja gerade gesehen hier. Er hat sich das nicht ausgesucht. Alter. Das heulen. Trotz aller Rettungen hat Timmy sich immer wieder festgeschwommen und Experten zufolge ist er inzwischen in einem gesundheitlich sehr kritischen Zustand. Der gestrandete Buckelwal an der Küste hat nach Einschätzung von Experten keine Überlebenschancen mehr. Burkhard Baschek vom Meeresmuseum erklärte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch,
Zitat: Wir geben die Hoffnung hier eigentlich auf. Auch die Crew von Sea Shepherd teilt die düstere Einschätzung. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt mitgekriegt habe, er hat sich zum 5. oder 6. Mal irgendwie da festgeschwommen. Und beim ersten Mal hieß es schon, wow, ob wir den überhaupt wieder loskriegen. Oh, der wird wahrscheinlich eingehen. Ja, nach dem 5. oder 6. Mal will ich dann auch sagen, dann war es das jetzt leider mit dem Wal. So traurig wie es ist, aber dann ist ihm halt nicht mehr zu helfen. Hier nochmal der übliche Disclaimer. Auch ich bin, wie die meisten von euch, kein Wahlexperte, aber ich versuche die Timeline der Ereignisse hier mal so ein bisschen zusammenzufassen, denn ich finde, der Fall hat kürzlich eine ziemlich interessante Wendung genommen. Aber chronologisch. Seit Timmy dort feststeckt, gibt es im ganzen Land eine riesige Solidaritätswelle, primär von Boomern, insbesondere Frauen, die übrigens mehrheitlich den Namen Hope bevorzugen. Das hat halt mehr Wandtattoo-Potenzial. Ja. Ja, das ist es. Wandtattoo-Potenzial. Irgendwas, was man irgendwie als Banner in sein Facebook-Profil ballern kann. Hope! Wir beten für Hope! Cringe, ja. Keiner bleibt bei ihm, solange er noch atmet. Oh boy, ist schon wieder Ostseemullendienstag. Ostseemullendienstag. What? Alter, schau dir mal rechts. Christina hat über den und drunter hier gepostet, Buckewalle sind Einzelgänger, also will er sehr wohl alleine sein. Boah, Christina ist halt wilde Nummer, gell? Keine Ahnung. Der hat es jetzt gestrandet, soll man versuchen, den da wegzubringen. Nein, das ist ein Einzelgänger, der will da alleine sein. Ja, dann verreckt er halt, ne? Und dann explodiert er. Wie gesagt, ne, so ein Wal, wenn auf dieser Sandbank einfach liegen bleibt und niemand tut irgendwas, fängt er halt zu gären an von innen und irgendwann explodiert er und dann verteilt er sich halt mal über 500 Meter weit Strand. Für mich ist das kein Tierschutz mehr. Er hat sich das nicht ausgesucht. Er hat sich das... Ja, ganz ehrlich, solche Trollers, die habe ich halt auch massiv gefressen. Ein räudig schlecht gestochenes, was weiß ich, Rabentattoo, schwierig zu erkennen. Einfach nur ein schwarzer Fleck, vielleicht liegt es aber auch an den 1000 Filtern und der räudigen Handy-Kameraqualität. Dann das ganze Ding irgendwie, ne? Ich halte diese Leute nicht aus. Ich halte die Leute nicht aus. Nichts geschissen im ganzen Leben und sich dann da hinstellen und einen auf Expertin machen. Er hat sich das nicht ausgesucht. Er hat sich das schon ein bisschen mehr ausgesucht als alle anderen Fische, die ihr euch in den Mund steckt. Whales are mammals, not fish. Ich meine, der ist da schon selber hingeschwommen. Wir haben den da jetzt nicht hingelegt, aber... Die Menschen zittern um sein zartes Leben, stehen am Strand, können nur Tränen geben. Aber dann am nächsten Tag... Alter, wir brauchen so dringend irgendwie... Nee, wir brauchen eine Qualitätskontrolle im Internet, Digga. Das ist unfassbar. Das ist sehr unfassbar. Das Winkler-esk auf höchstem Niveau. Lecker bei Nordsee erstmal ein Fischbrötchen essen gehen. Wie kommen denn die ganzen Netze ins Meer, Renate? Ich will mich hier auch mal äußern zum Wal. Ja, auf dich haben wir gewartet, Alter. Auf dich haben wir gewartet. Diese komische fancy Frisur machen hast lassen. Sind es echte Brillen oder hat die TikTok drauf gemacht? Ich check's schon nicht mehr. Wahrscheinlich echte, wenn die Augen so groß. Ich weiß es nicht. Du schaust nicht mehr aus wie Anfang 20. Die Frisur hilft auch nichts und wahrscheinlich bist seitdem auch nicht mehr schlauer geworden. Und immer auch Dekolleté-Tattoo, Digga. Warum? Immer hässliche Dekolleté-Tattoos. Oh, ich hoffe, du kommst frei, mein Kerl. Ich denke an dich, ich fieber seit Wochen mit dir, ja? Weil ich so sehr hoffe, dass dieser tolle Wal es schafft. Hope, du schaffst das. Ich glaube an dich. Es ist wieder die Parade der Selbstdarsteller. Im Übrigen, ich bin auch für den Hope. Hier hat irgendjemand rechts mit Reini als Profilbild irgendwas gepostet. Keine Ahnung. Oh Mann, jeder muss da seinen Sermon dazugeben.
ja, ist scheiße hiermit, dass der Wal gestrandet ist, aber da sind die Experten dran, das ist jetzt gut. Und jeder, der dagegen spricht, ja, oder dagegen arbeitet, ja, ihr glaubt gar nicht, was ich denen alles am Sack wünsche. Ja, wer soll denn da dagegen arbeiten? Hast du es? Glaubt die, dass dann da Leute hinfahren, die dann da demonstrieren? Nein, nicht den Wal retten, lassen doch verrecken. Niemand würde das machen. Das ist halt genau so eine No-Brainer-Aussage. Wie, es sollen keine Terminierungsdrohungen im Internet verteilt werden oder dergleichen. Natürlich wünscht sich jeder normal denkende Mensch, bester Outcome für die Nummer ist, wenn der da irgendwie wieder rauskommt und nicht eingeht. Als ob da welche hingehen würden und sagen, nee, wir halten die jetzt davon ab, dass sie dem Wal da helfen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Gibt es einen Zusammenhang dazu, dass du SUV fahren musst und die Meere dann so warm werden, dass Wale sich verschwimmen, Peggy? Ja oder nein? Timmer! Wie gesagt, es gab inzwischen diverse Rettungsversuche, unter anderem mit Saugbaggern, die den Wal freispülen sollten, oder man hat versucht, ihn mit Walgesängen, die man abgespielt hat, ins offene Meer zurückzulocken, wobei man ja gar nicht weiß, was der für einen Musikgeschmack hat, ne? Also wenn man mich rauslocken will und dann spielen die Leute Helene Fischer ab oder so, weil sie sagen, das ist doch, was die Deutschen hören. Hat die am selben Tag, die hat denselben Pulli an, dasselbe Licht und alles, hat die am selben Tag? Oder ist das aus demselben Video wie vorher? Oder hat die mehrere so Dinger rausgeballert, die Ina Hodax? Erster Kommentar drunter. Bitte lass es einfach. Wir sind Hope. Nicht deine. Ah, das ist noch heftiger auf der Cringe-Skala als wir sind Papst. Dann würde ich ja auch eher lieber festsetzen und mich zum Sterben hinlegen oder umdrehen oder sowas. Vielleicht kann man auch geile Musik abspielen. Anfangs hat der Wal sich noch selbst freigeschwommen, ein Zeichen davon, dass er noch einigermaßen fit war. Helfer konnten auch einige Geisternetze entfernen. Das sind Fischernetze, die sich in dem Wal verfangen, die er dann nicht mehr loswerden kann. Teilweise verfangen die sich auch irgendwo im Mundraum oder können in die Haut der Wale einwachsen. Stellt euch vor, es ist ein schöner Tag, ihr geht einfach eine Runde im Ozean schwimmen und dann ganz plötzlich... was ist das? Er hat sich das nicht ausgesucht. Ja. Geisternetze und sogenannter Beifang sind übrigens die häufigste Todesursache für Wale weltweit. Zum Kontext: durch Walfang, besonders in Japan, Norwegen und Co., werden ungefähr 1000 bis 1500 Wale jährlich getötet. Durch Beifang, wollt ihr mitraten, laut der International Whaling Commission. Ja, weiß ich. Das habe ich mitgekriegt. Das ist eine wilde Zahl. Das ist 300.000. 300.000 Wale jährlich. Übrigens alle Sorten von Walen zusammengerechnet. Sind nicht immer Buckelwale, manchmal sind es auch Delfine oder Orcas oder andere Wale. Es sterben also täglich über 800 Wale an Beifang. Irgendwie interessiert das aber niemanden so wirklich. Wenn man Ja, weil die sterben ja nicht bei uns am Strand in der Ostsee. Da ist dann schon wieder eher wurscht. Und, keine Ahnung, will ja auch keiner, dass die Fischstäbchen teuer werden. sich irgendwo hinstellt mit einem Rettet die Wale-Schild, das ist irgendwie was Uncooles, das ist klischeehaft, dann seid ihr ein verlauster Hippie oder sowas. Aber dieser eine, der heißt Timmy und der liegt hier bei uns am Timmendorfer Strand. Ja, darum geht's. Aber ganz ehrlich, ich wüsste gerne, wie viele von diesen ganzen cringigen TikTok-Dullis, die da, hat sie das nicht ausgesucht, und die andere mit ihrer komischen Friese da, wie viele von denen sich damals dann auch hier die Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza reingepfiffen haben, wie die Gestörten. Ich fresse auch ganz gern mal Fischstäbchen, aber ich lade auch keine Heuli-Heuli-Videos ins Internet über diesen Wal, weil das halt schon doppelmoralisch wäre, ne? Der ist uns wichtig. Alle anderen kann man halt nichts machen. Darüber hat übrigens auch Robert Mark Lehmann berichtet, zu dem wir gleich noch kommen. Ja, der hat auch richtig reingeschissen, finde ich. Der hat auch richtig reingeschissen.
Allerdings hat der Zustand des Wals sich noch zunehmend verschlechtert. Laut Experten vom ITAW und des Deutschen Meeresmuseums zeigt Timmy nicht nur einen Befall von Seepocken, sondern auch großflächige blasenförmige Hautveränderungen. Das liegt wohl daran, dass der Salzgehalt in der Ostsee deutlich geringer ist als in den Meeren, wo Timmy eigentlich rumschwimmen sollte. Kurzfristig ist das für den Wal nicht so schlimm, der kann das eine Weile aushalten, aber je länger er da rumliegt, desto schlechter wird seine Haut sich entwickeln. Es ist also schon auch alles eine Zeitfrage, vor allem weil seine Haut durch die eingewachsenen, verhedderten Geisternetze ja auch schon vorher angegriffen war. Außerdem ist es ein Problem, dass der Wal ja seit geraumer Zeit in ungefähr 1,60 Meter Wassertiefe feststeckt und damit sein eigenes Gewicht, die wiegen so ungefähr 25.000 bis 30.000 Kilo, auf seine eigenen Organe drückt. Das ist wild. 25.000 Kilo. Ich hätte jetzt auf 15.000 geschätzt oder so. Aber das ist schon... Dass du so ein fetter Sack bist. Timmy, du bist in Ordnung wie... Er ist aber auch auf dem geistigen Niveau hier mit diesen TikTok-Dullis von vorhin. Du musst nicht abnehmen. Timmy schmeckt's halt. Inzwischen ist man dazu übergegangen, den Wal primär mit Timmy Positivity-Bewegung. salzhaltigem Wasser zu bespritzen, während man die Hautoberfläche mit feuchten Tüchern bedeckt hat, damit sich sein Zustand nicht noch weiter verschlimmert. Der Wal liegt linksseitig zugedeckt mit weißen Tüchern, die seine Haut schützen sollen. Die sind mit Salz getränkt. Berichten zufolge verliert er schon seit Tagen Hautfetzen und inzwischen fangen auch Möwen an, seine kaputte Haut zu zerpicken. Selbst für einen Laien wie mich sieht das jetzt alles nicht gut aus und wirkt mehr wie so eine Hospizmaßnahme. Nicht als würde wirklich noch jemand damit rechnen, dass Timmy morgen fröhlich davon schwimmt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ab wann dann vielleicht so ein Gnadenakt für das Vieh vielleicht die barmherzigere Variante wäre. Also, ja, es kann ja schon auch mal sein, dass der schon halb zerfledderte Wal, der die Hälfte seiner Haut schon irgendwie hier am Ostseestrand verteilt hat und dem die Möwen das Fleisch schon vom lebendigen Körper picken, ja, wäre vielleicht menschlicher, dass man dann sagt, wir schauen, dass es zu Ende geht. Anstatt drauf zu pokern, dass der vielleicht doch nochmal losschwimmt. Verschiedene Experten, wie gesagt, ITAW, Deutsches Meeresmuseum, aber auch Aktivisten wie zum Beispiel Robert Mark Lehmann und Tierschutzgruppen wie Greenpeace, Sea Shepherd oder der NABU sagen seit Tagen bis Wochen, dass die Chancen für den Wal immer schlechter stehen. Er ist stark angegriffen, die Haut ist in Fetzen, hängt ihm zum Teil vom Leib. Er ist nicht gut ernährt, er hat nach wie vor einen Teil von einem Fischernetz im Maul. Der Wal ist krank, er ist geschwächt und aufgrund des schlechten Gesundheitszustands hatte ich mich innerlich eigentlich entschieden, dass ich mich nicht involviere, weil die Chance auf Erfolg so unfassbar gering ist. Ich habe die auf 0,1% geschätzt. Aber ich muss jetzt das sagen, ich weiß nicht, ob der hier nochmal, kommt hier der Robert Mark Lehmann noch? Weil, das auch wirklich, die Zahl hat er sich einfach komplett aus dem Arsch gezogen. Also ich möchte dem Typen nicht mal absprechen, dass der Ahnung von Walen hat oder Ahnung davon hat, wie man hier gestrandete Wale irgendwie am besten rettet. Möchte ich ihm gar nicht absprechen. Der scheint das studiert zu haben, scheint auch schon ein paar Walrettungen dabei gewesen zu sein. Alles easy. Aber die Art und Weise, wie der sich gibt, ist mir so unangenehm. Und was da anscheinend passiert ist, der hat mitgekriegt, oh, da ist dieser Wal gestrandet, ist über Nacht da hoch, damit er da am nächsten Tag gleich oben spawnen kann. Hat auf dem Weg anscheinend noch seine ganze Crew mitgenommen. Mit Drohnen und zig Kameras und sowas und ist da mehr oder weniger mit einer fucking Hollywood-Film-Crew oben aufgeschlagen und hat sofort das Kommando übernommen und den Leuten so, du hier, du da, bla 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 und hat zum Rumgeschafteln angefangen und ist dann hier mit dem Selfie-Stick zu dem Wal rein und sowas. Und als sie ihm gesagt haben, hey, uns ist hier deine Meinung als Experte schon wichtig, aber wir wollen hier nicht dieses Influencer-Kasperle-Theater haben. Das ist hier kein Dreh für eine scheiß Doku, sondern wir machen hier Walrettung und nur das.
Und dass die Leute da vielleicht auch nicht gefilmt werden wollen. Und dass die Leute vielleicht auch aus diversen Gründen nicht wollen, dass das alles dokumentiert wird. Ne? Weil es Dullis im Internet gibt, die irgendwelche Wahlultras, die dann denen wieder irgendwie die Pest an den Hals wünschen, nur weil, keine Ahnung, dann der Wahl am Ende, wenn er dann doch eingeht, dann irgendjemandem die Schuld gegeben wird, und zwar den Helfern, und dann identifiziert man die aus dem Bildmaterial vom Robert Mark Lehmann heraus, und dann kriegen die hier den Terror, und da stehen da Leute bei denen vor der Tür, die kriegen Scheiße geschickt oder sonst irgendwas. Dass sie sagen, hey, wir haben hier das wichtig und so, und wir brauchen jede Hilfe, vor allem wenn sie qualifiziert ist und vor allem wenn jemand das halt schon mal gemacht hat und studiert hat etc., ist alles gut, aber wir machen hier nicht diesen Zirkus mit. Lass dein Filmteam weg, lass deine Kameras weg, dann kannst du hier gerne mithelfen, und ansonsten verpiss du dich bitte. Weil ansonsten gehst du im Weg um. Und wenn man dann nicht sagt, ja, okay, nee, da habt ihr recht, wenn das für euch nicht okay ist, dann packen wir die Kameras und alles weg, und ich helfe euch einfach mit meiner Expertise, ohne dass ich das irgendwie danach zu Content machen kann, den ich im Internet monetarisiere für einen Haufen Kohle, dann würde ich ihm das abnehmen. Wenn man dann aber butthurt abreißt und sagt, ja, hier, wenn noch einer was von mir will, soll er mit meiner Assistentin reden, ja, dann ist man vielleicht auch eher daran interessiert gewesen, die Reichweite mitzunehmen und die positive Publicity, die das bringt, wenn man sich um den Herb kümmert, als dass man tatsächlich dem Herb auch wirklich helfen wollte. Meine Meinung. Ja? Da hat man sich gedacht, boah krass, hier ist endlich mal an der deutschen Küste so ein Wal gestrandet. Ich packe jetzt die ganzen Leute an, wenn ich mich da richtig als der große Wal-Jesus hinstellen kann, dann sitze ich dann in ein paar Wochen hier bei Lanz oder bei Stern TV drin und kann der ganzen Welt erzählen, was ich für ein geiler Typ bin. Und wenn ich das nicht machen kann, wenn die mir sagen, wir wollen das gar nicht, dass ich hier mit der Drohne und mit dieser ganzen Selbstinszenierungsscheiße um die Ecke komme, sondern die wollen einfach nur die geraden Fakten wissen und wollen, dass ich tatsächlich beide Hände nehme, um anzupacken, nicht nur maximal eine, weil ich in der anderen einen scheiß Selfie-Stick halte. Wenn ich deswegen dann abreiße, dann bin ich vielleicht nicht der größte Walfreund und Tierschützer der Welt. Dann sind mir andere Sachen vielleicht wichtiger als dieser Wal. Die Renates der Welt geben die Hope nicht auf. Der hat Flossen, Digga, der hat keine Hand, die du halten kannst. Irgendeine vollkommen schwindelige Irre ist da auch reingesprungen, hingeschwommen. 25.000 Kilo wiegt das Ding. Ja, wenn einmal falsch mit der Flosse flippt, dann ist hier Feierabend. Dann ist für die Olle, die da reinspringt und hinschwimmt, ist dann Hope Ende, ne? Dann hat Hope das Gebäude verlassen. Aber der Wal liegt dann immer noch auf der scheiß Sandbank. Apropos Aktivisten wie zum Beispiel Robert Mark Lehmann. Sein Involvement in dem Fall Timmy wurde öffentlich intensiv diskutiert. Leider ging es in der Diskussion dann weniger um Hope for Timmy als um Selfie-Sticks und Selbstdarstellung. Ja. In der ganzen Scheiße ging es dann eben kurz um Timmy und dann ging es halt um Robert Mark Lehmann. Ein großes Kino. Bisschen selbst gemacht vielleicht. Ich meine, wenn man solche Duschfotos postet. Was? Das Anstrengendste an Missionen sind immer nur Menschen, niemals Tiere. Deswegen habe ich auch Schnauze voll. Übrigens, ohne Schlaf. Alter, was ist denn das? Hast du einen Schuss nicht? Wer hat denn dir ins Hirn geschissen? Vor allem hier in dieser Luxusdusche, ne, mit diesen Steinplatten und dem ganzen Gedöns, der arme Mann. Ne? Und sich dann da so rein. Und irgendeiner muss ja auch das Foto gemacht haben, Digga. Da steht ja einer von seinem Kamerateam und zwei wahrscheinlich. Einer muss es ausleuchten, der andere macht das Foto. Da wird es hochgeladen. Oh, schaut's mir an. Ich bin so fertig. Nicht, weil ich nicht meinen Propagandafilm für meinen eigenen scheiß Arsch hab drehen dürfen, sondern ich bin so fertig wegen dem armen Wal und weil die Menschen mich davon abgehalten haben, ihn heroisch zu retten. Halt die Fresse. Das ist ganz... Wie kann man so eine Scheiße hochladen?
provoziert man vielleicht ein bisschen, dass darüber geredet wird. Aber allgemein hat er ja deutlich mehr Expertise im Thema Wale als einige andere, die sich öffentlich dazu äußern. Ja, die will ihm auch keiner absprechen, so. Und die hätte er vielleicht auch sinnvoller einsetzen können. Er hat tatsächlich schon mal welche gesehen und auch angefasst im Wasser. Ja, der macht auch Videos da draus und der hat auch sowas dabei gehabt, wo dann alle richtig sauer geworden sind, weil sie sagen, da ist eine Kamera an einem Stock dran, das ist ein Selfie-Stick. Der will damit auf jeden Fall ein Selfie machen. Der will nicht am Mund vom Wal gucken, ohne direkt seine Hand bei dem ins Maul reinzustecken. Der will erstmal schauen, nein, das ist ein Selfie-Stick und mit einem Selfie-Stick macht man Selfies. Wir hassen das. Wir wollen nicht, dass Kameras und Stäbe aneinander sind. Ich bin sauer. Mir persönlich ist Robert Mark Lehmann jedenfalls deutlich sympathischer als viele andere Akteure, die nach ihm die Bühne betreten. Ja, finde ich nicht. Ich finde aber, da haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert bei der Nummer. Weil ich glaube wirklich, der Großteil der Leute, die da vor Ort waren, egal jetzt, ob dass da sehr viele Leute sich gedacht haben, boah, ey, wenn die Nummer hier vorbei ist, dann bin ich der Held, der den Wal gerettet hat, Digga. Geil. Schmeckt. Denn plötzlich, im Angesicht der Aussichtslosigkeit von Timmys Situation, nach ganzen 5 Wochen, erscheint ein Ritter in schimmernder goldener Rüstung, um ihn zu befreien. Walter Gunz, der Gründer von Mediamarkt, Unterdrücker der Menschen, aber Freund der Tiere. Was macht der? Warum ist er ein Menschenunterdrücker? Ich liebe Milliardäre, der gibt mir vielleicht was ab, wenn ich sage, dass er Nein, Milliardäre ist mir egal, was er mit dem Wal gemacht hat. cool ist. Der 500 Millionen schwere Walter Gunz ist unter anderem bekannt dafür, in Marokko Tiere in kleinen Käfigen zu kaufen, um sie dann öffentlichkeitswirksam zu befreien. Super nachhaltige Lösung, den Züchter finanziell zu unterstützen. Der wird wahrscheinlich mit dem Geld sich dann nicht noch einen Käfig kaufen und ein anderes Tier da reinsetzen. Wie wenn man damals auf dem Sklavenmarkt einfach alle Sklaven gekauft hätte und die dann einfach irgendwo in die Wüste setzt und sagt, ihr seid frei, Leute, lauft und Ja, alles klar. Wie gesagt, abkaufen von sowas, vollkommen dämlich. Tag später geht man auf den Markt und irgendwie haben die Sklavenhälter wieder neue Sklaven. Warum? Gunz ist auch bekannt als Genie hinter dem Slogan Ich bin doch nicht blöd. Are you sure about that? Und neuerdings auch bekannt für Whale-Washing. Yeah! Der taucht jetzt Whale-Washing, ja, Whale-Washing, das ist es. Jeder will so ein bisschen von dem Fame abhaben. Boah, das ist alles so, das ist so ein richtig herzliches Thema. Also es geht richtig schön ans Herz. Da wollen sie sich alle noch ein bisschen dran reiben. Ne? Das vielleicht ein bisschen Tran ab, ne? Jedenfalls auf der Bildfläche auf, wo quasi alle Experten Timmy schon abgeschrieben haben und hat einen genialen Plan. Der Wal wird erst mit Wasser unterspült, dann werden Luftkissen unter ihn gestopft und dann soll er mit Hilfe von Booten und Pontons, das sind solche Schwimmkörper hier, die man auch behelfsmäßig für Brücken nutzt, in den Atlantik zurückgeschippert werden. Unser Timmy, der übers Wasser ging. Warum kommt der mit der Idee nach 5 Wochen um die Ecke? Und ich nehme an, dass die Experten da vor Ort, die da auch IQ haben in der ganzen Walrettungsthematik, dass die, wenn das möglich wäre, vielleicht auch schon auf diese glorreiche Idee gekommen wären. Neue Messias. Was ist, wenn Jesus zurückkommt, aber nicht als Mensch, sondern als Timmy? Wohlgemerkt, nachdem sich eigentlich alle, außer den richtigen Experten, einig waren, Herr Backhaus! dass man dem Wal keinen weiteren Stress aussetzen sollte, weil er offensichtlich nicht gerettet werden will. Die Polizei hatte zum Beispiel schon vor Tagen Sichtschutzwände installiert, um sowas hier zu verhindern. Immer mehr Menschen versammeln sich an der Absperrung, wollen sich von der Polizei nicht aufhalten lassen. Schaut euch die Leute an. Schaut euch die Leute an, das ist doch nicht normal. Einige durchbrechen den Zaun, sie wollen näher an den Wal. Ja, ich bin zum Wal geschwommen, weil... Ja, genau, die habe ich schon gesehen, Alter. Ich bin zum Wal geschwommen, ich habe mit dem geredet. Dem geht's eigentlich sehr gut. Dem geht's gut. Ja, richtig, dem geht's. Knorke geht's ihm richtig geil. Ne, der chillt da auf seiner Sandbank einfach nur und trinkt Cocktails. Ha? Super geht's dem. Ne? Die Haut geht ihm ab in Fetzen.
Richtig gut. Und es wird immer behauptet, dass es stirbt. Das stimmt überhaupt nicht. Und wir wissen alle, dass diese Wale sind Millionen Jahre alt. Die können Tausende von Kilometern schwimmen. Ich weiß nicht, ob die begriffen hat, dass die Spezies Millionen Jahre alt ist und nicht dieser Wal speziell. Vielleicht halten die das deswegen für so ein krasses Drama. Also, keine Ahnung. Der Millionen Jahre alte Wal stirbt jetzt. Dem geht's topfit eigentlich. Ich habe immer gesagt, ich komme, ich liebe Ja, ich komme, ich liebe dich. Dem geht's topfit. Woher will sie das denn wissen? dich. Du bist mein Schatz, ich liebe dich. Ich habe Töne gemacht, wie ein Wal habe ich versucht, ja. Und als ich ganz dort war, hat er sich so bewegt, ja. Und ich habe immer gesagt, ich liebe dich, ja. Ja, der wollte weg von dir. Vielleicht hat es ja fast geholfen. Schick die noch mal rein. Ne? Vielleicht schleicht er sie dann noch mal von seiner Sandbank, ne? Wenn die alte Kräuterhexe vorbeikommt und Wahlgeräusche macht und so, na, ich bin raus aus der Nummer. Geh weg. Und da für dich, wir kämpfen und wir haben keine Angst mehr. Wir werden jetzt frei, wir Menschen. Wir haben keine Angst mehr, ja, vor der Regierung und vor diesem ganzen Geld und Thema und wir lassen. Das ist es nämlich. Ja? Wie kommt man jetzt schon wieder auf solche Themen? Ja, mit dem Geld und der Regierung und sowas. Ich hätte gedacht, es geht hier um den Wal. Da geht es vielleicht doch nicht um den Wal. Wollten wir vielleicht einfach nur irgendwas machen, um seine kreislige Larven in irgendeine Kamera halten zu können, um irgendeinen komischen Verschwörungsdulli-Bullshit an die Leute zu Wir bringen. nicht sterben, oder? Wir lassen ihn nicht sterben. Nein. Das werdet ihr nicht entscheiden können, Digga. Lebt, der will, dass wir endlich mal aufwachen. Und auch nochmal die Zäune gestürmt haben dort vor Ort, ihr seid echt toll. Ja, richtig, einfach Zäune stürmen. Die Leute, die Zäune stürmen, sind immer toll. Kannst du Rainer fragen, der hält auch ganz viel davon. war absolut stolz, als ich das gesehen habe. Ja, die haben einen Zaun gerüttelt, ne? Da wirkt dieser neue Rettungsvorschlag jetzt gar nicht so minimal. Runter von meiner Sandbank. Ich hab Wahlgeräusche gemacht. Invasiv. Guns Rettungspläne wurden zwar abgelehnt, aber als Multimillionär hat man ja immer ein Ass im Ärmel, also kam er natürlich mit seinem Anwalt. Ja, das ist auch geil. Kommt ja um die Ecke, meine Alter. Ich bin ja richtig schlau, weil ich habe ja Leute abgezockt, ne, mit Mediamarkt und so. Sei eigentlich immer auf die Idee gekommen, dass das Problem einfach mit Geld zu bewerfen. Also meine Lebenserfahrung sagt, das hilft immer. Eine Woche später, am 15. April, wurde das Ding dann doch genehmigt. Innerhalb kürzester Zeit landen ganze 5 LKW mit Materialien für Timmys Rettung vor Ort. Und die Boomer der Welt halten den Atem an, denn endlich wird Hope gerettet. Im Moment geht das hier alles sehr, sehr schnell. Es wird überhaupt nicht lang gefackelt. Die Leute sind noch nicht mal aus ihrem LKW ausgestiegen, da haben sie auch schon angefasst. Also hier wird nicht lang gefackelt, jetzt wird... Wo soll er denn anfassen, wenn er noch nicht mal aus dem LKW ausgestiegen ist? Angepackt. Nun ja, und jetzt sind bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon wieder 2 Tage vergangen und passiert ist noch nichts. Gar nichts. Nicht wahr, Herr Backhaus? Laut aktuellsten Updates wird der Rettungsversuch dann auch erst morgen gestartet. Haben die allerdings gestern auch schon gesagt. Und wir erinnern uns, quasi allen Experten zufolge liegt der Wal schon seit Tagen im Sterben. Die vorhin erwähnten Experten und Tierschutzorganisationen geben übrigens an, nicht in den neuen Rettungsversuch eingebunden worden zu sein. Walter Gunz erklärt sein Commitment übrigens wie folgt, und zwar: mehr als einmal sterben kann er ja nicht. Wow. Okay, ja. Ja, ey, das ist halt jetzt schwierig, weil da kannst du es nur falsch handeln, wenn du die Leute davon abhältst, den Wal in Anführungsstrichen zu retten. Weil sie sich ja einbilden, dass die das können. Einfach mit ein bisschen Liebe und ein bisschen Esoterik. Je nachdem, wenn Wal mal fragen, welches Sternzeichen hat. Wenn du die davon abhältst, dann hast du richtig Shit Publicity mit der Nummer. Und wenn du die nicht davon abhältst und die hüpfen da rein und gehen da drauf oder so, keine Ahnung. Der Wal bewegt sich nochmal mit der Flosse und nimmt mal 1, 2 von diesen von diesen Boomer-Trollers mit. Dann hast du auch Scheiße am Arsch. Wie ist das machst du es verkehrt, da? Er muss alleine sterben. War nein, ich halt die Alte nicht aus. Ohne seine Art. Ein noch tolleres Zitat hat er übrigens gebracht, als er auf die Kosten der Rettungsaktion angesprochen wurde. Wird schon nicht 100 Millionen kosten. Die Leute denken immer zu viel an Geld.
Man darf sich da nicht verkrampfen. Geld ist eine Energie und man muss sorgfältig damit umgehen. Geld, Kraft und Energie muss man für das Richtige und Gute einsetzen. Man muss diese Energie sorgfältig einsetzen. Ich kann die nicht meinen Mitarbeitern geben, denen, die mir das Geld gegeben haben oder den Kunden. Ich muss das Timmy geben. Immer wieder sympathisch, wenn Multimillionäre oder Milliardäre einem sagen, dass es ja Wichtigeres gibt als Geld. Ja, das hier, ne, da gibt er den Gönjamin. Ne? Eigenen Mitarbeiter bezahlen wie einen hinterletzten Sklaven, aber hey, aber den Timmy, da schmeißen wir einfach ein bisschen Geld drauf. Easy, einfach Geld drauf schmeißen. Das Problem schon von alleine lösen. Aber auch wenn ihm die Kosten dafür komplett egal sind, will Walter Gunz nicht alleine dafür aufkommen und holt sich eine weitere wohlhabende Tierschützerin zur Seite. Karin Walter Mommert. Komisch, dass die alle Wal im Namen haben. Die ist übrigens mit Rennpferdzucht reich geworden. Side Note, Rennpferdzucht ist übrigens weniger, oh süß ein Pferd, sondern es ist mehr, ich sitze auf deinem Rücken und hau dir mit der Gerte auf den Arsch, damit du über diese Dinger rüberspringst und wenn du dir ein Bein brichst, dann wirst du halt eingeschläfert. Einfach Tierfreunde. Vielleicht will die auch ein Zeitbusiness machen und wenn Timmy Hope Bookie gerettet wird, dann kann man damit ja vielleicht auch Rennen veranstalten oder so. Und dann setzen Rennwale züchten. Ja, aber keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht so der gute Zuchtwal für Rennwale. Der scheint mir ein wenig orientierungslos zu sein, aber die laufen sonst irgendwie oder schwimmen halt verkehrt rum durch den Track oder so, genau. Und so ein Dude im Taucheranzug auf so einen Wal drauf und dann muss der so ein Parcours Und auch SPD-Minister Backhaus, der vorher schon sein Leben dem Wal verschworen hatte und sagte, das ist eine der schwersten Entscheidungen, die ich in meinen 28 Jahren als Minister treffen musste, stellt sich hinter Gunz. Stellt euch vor, ihr seid seit 28 Jahren Minister und das ist alles so Larifari und irgendwie nicht so wichtig. Aber plötzlich liegt so ein fettes Viech am Strand rum und das ist das Wichtigste in eurem Leben. Allerdings gibt er auch schon irgendwie zu. Es geht doch am Ende um diese Symbolfigur, Hope. Es ist für mich ein Symbol. Ja, mal kann man davon ausgehen, dass auch hier diese, der hat sich noch nie ausgesucht, diese ganzen TikTok-Boomer, dass die natürlich auch eher da Dinge reinprojizieren. Ne? Deswegen hat man das Vieh ja auch Hope genannt. Ja? Wenn es für den noch nicht zu spät ist, dann ist es für mich auch noch nicht zu spät. Ja, da kann ja auch nochmal der große Star werden. Ich auch mit den 15 Minuten Ruhm. Weiß ich nicht, Digga. Kann sein. Dass die jetzt deswegen so steil auf dieses Vieh gehen, weil die selber Torschlusspanik haben. Ja, richtig. Hier geht's nicht um einen sterbenden Wal, sondern um eine Symbolfigur, an der sich nicht nur irgendwelche Boomer-Karens, sondern auch Politiker und Multimillionäre profilieren können. Keiner will für Deutschland an die Front, das sollen schön die Kinder machen. Da steht wahrscheinlich auch nicht Walter Gunz, wahrscheinlich auch nicht seine Kinder, sondern eher die Kinder seiner Mitarbeiter. Bei Politikern wahrscheinlich ähnlich, deren Kinder stehen da nicht, sondern die Kinder der Wähler, vorausgesetzt es sind Wähler aus der Mittel- oder Unterschicht. Aber alles für den Timmy, alles für den Wal, unser Leben für den Gunz, koste es, was es wolle. Letztes Jahr ballert die Polizei einen Wels kaputt, dieses Jahr trauern wir um Timmy, morgen lecker Fischstäbchen. Das ist auch die Nummer. Der Wels, den habe ich auch schon wieder vergessen. Ist das jetzt so eine Nummer, dass jedes Jahr irgendwie krasser wird? Aber krasser wie Buckelwal geht schon gar nicht mehr. Es muss ein Blauwal sein dann ansonsten, oder? Ey, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Debatte, die eigentlich Anlass sein sollte, über Tier- und Umweltschutz zu sprechen. Zum Beispiel darüber, nächstes Jahr liegt fucking Godzilla am Nordseestrand. Wie diese Geisternetze überhaupt ins Meer kommen, wird völlig emotionalisiert und dann von Reichen und Mächtigen gekapert. Im Meer schwimmt übrigens aktuell ein riesiger Haufen Müll, der sich über 1,6 Millionen Quadratkilometer formiert hat. Und ich meine damit nicht Großbritannien, sondern den Great Pacific Garbage Patch. Der ist 6,5 Mal so groß wie Großbritannien. Und irgendwie ist das nicht so wichtig, solange dieser eine Wal nicht sterben muss. Wie geht's denn so einem Timmy, wenn der da zufällig mal reinschwimmt und dann irgendwelche Strohhalme und Labubus und Flaschen und Netze und sowas an sich kleben hat? Aber ist egal, ich will konsumieren ohne Ende. Ich will jetzt zum Mediamarkt, ich will mir irgendein Gimmick kaufen, irgendein Spielzeug. Ja, das ist die nächste Nummer. Man verursacht die Scheiße, mehr oder weniger, und danach kommt man der arme Wal. Und wer dann versucht, das Vieh zu retten, wenn die nicht sofort den praktisch an der Schwanzflosse wieder zurück ins Meer geschliffen haben, wenn das nicht, dann wird
kritisiert. Ne? Man schickt Robert Mark Lehmann, damit er da schön mit der Drohne hilft. Gut wie alle Experten betonen übrigens, dass man den Wal einfach in Würde sterben lassen sollte. Ich wiederhole nochmal, ich weiß nicht hundertprozentig, was das Richtige ist. Ich bin auch kein Experte, aber ich würde grundsätzlich eher auf Tierschützer hören, als auf irgendwelche Multimillionäre. Aber irgendwer nutzt es halt für die Reinwaschung seines Rufes. Mal gucken, ob wir den Wal noch irgendwie in den Atlantik kriegen, bevor er es endgültig hinter... Ja, das ist keine Ahnung, der Mediamarkt-Dulli, das ist ja auch nicht mehr der Jüngste, das wird halt schon so ein bisschen Ablasshandel sein. Weil jetzt habe ich mein ganzes Leben lang die Menschen wie Scheiße behandelt, damit ich irgendwie Multimillionär sein kann. Jetzt sehe ich irgendwo das Ende des Tunnels und habe echt Angst, dass vielleicht irgendwie irgendeine dieser Religionen doch recht hatte und ich mich für die Scheiße, die ich auf Erden abgezogen habe, mit der ganzen Ausbeutung und der ganzen Abzocke und der ganzen gleichen Leute über die Klinge springen lassen, dass ich mich vielleicht dann doch noch verantworten muss. Deswegen schmeiße ich ein bisschen was von dem Geld, nicht alles, ne? Ich muss immer noch unverschämt reich sein, aber ein bisschen was davon schmeiße ich jetzt einfach auf diesen dämlichen Wal, in der Hoffnung, dass mir das dann da aufs Karma-Konto gut geschrieben wird und ich nicht im Fegefeuer lande. Sichert. Jedenfalls haben wir jetzt sicher erstmal Ruhe von diesem Wahlthema. Schon wieder hat sich ein Wal in die Ostsee verirrt. Ein Beluga-Wal. Oh shit. Here we go again. Here we go again. Ja, aber gut, wenn es ein Beluga ist, glaube ich, deutlich kleiner als so ein Buckelwal. Ich glaube, den kriegst du da auch leichter raus. Mir persönlich gefällt es besser, wenn über Superreiche im Meer berichtet wird, als über Wale an Land. Ich vertraue aber Superreichen auch einfach nicht, wenn die nicht in so einem kleinen U-Boot mit einem PlayStation-Controller fahren. Vielleicht wäre ja das was für die anderen Leute, die den jetzt retten wollen. Wobei Ostsee 1,60 Meter, vielleicht lieber dann doch in Atlantik. Selbst wenn man Timmy jetzt über die Nordsee in den Atlantik kriegt, weiß man übrigens gar nicht, ob er seine Familie oder Freunde nochmal wiederfindet. Wale haben übrigens auch mehrere verschiedene Sprachen. Das kann sein, dass der dann einfach einsam da irgendwo rumtreibt und gar nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Aber wir haben ihn gerettet. Ich war das. Es ist halt wirklich so ziemlich genau das gleiche, wie wenn er in Marokko irgendein verendetes Tier in einem Käfig kauft und es dann einfach irgendwo rauslässt und sagt, hier, du bist frei. Und ja, oder wie die anderen Dullis, die ihre Kanickel dann irgendwie in Berlin irgendwie im Wald ausgesetzt haben. 10 Minuten später ist es tot. Falls das jetzt mit der Rettung nicht funktioniert, hätte ich auch noch andere Ideen, was man mit Timmy machen könnte. Könnt vielleicht so einen Taurus an ihm testen. Jumbo Schreiner und Markus Söder könnten Wettessen machen, wer mehr Wal verdrücken kann. Sonst würde ich eher nicht machen, dass Jumbo Schreiner der Nächste, der auf dieser Sandbank liegt und dann mal wegkommt. Und dann wieder Robert Mark Lehmann muss dann wieder kommen und Jumbo von der Sandbank befreien. Thermisch verwerten oder so. Ich darf nicht so viel über Jumbo schimpfen, ne? Sonst jobbt er mir hier in die Kommentare und beleidigt meine Mutter. Oder lasst euch sonst einfach die Boomer um den kümmern, solange wir diesen einen Mann von ihm fernhalten. Fertig. Und nicht vergessen, Leute. Ja, nicht vergessen, Digga. Jetzt schon. Ja, hier noch ein bisschen Cringe-Alarm am Ende. Er hat den Robert Mark Lehmann nochmal imitiert mit dem Duschfoto, aber braucht man nicht. Leute, wo sind wir? Stunde haben wir erreicht. Es war jetzt ein bisschen anderer Content als sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe ein bisschen sowas gebraucht. Und ja, wie gesagt, Leute, ist tragisch, wenn sowas passiert mit so einem Vieh, aber man kann es halt übertreiben und diese theatralischen TikTok-Boomer, die helfen halt genau niemanden. Und ja, in diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Timmy tut. Und Battle of.